Guten Abend bei Dickrich TV. Heute zu Dickrich leben die 100 verschiedene Nationen. Nicht für nichts gibt es auch so viele Restaurants, die planen aus weit entlegenen Ländern bieten, sowie heute beim El Cubano und der Großgast, die für hier gut Tapas bekannt sind. Die Integrationskommission von Dickrich hat die Aufgabe, die verschiedenen Kulturen auch mit in Verbindung zu bringen. Für rund 2 Wochen hat sie dafür eine große Multikulti-Soiree an der Alseerei. Eng Latino-Party hat die Integrationskommission biswell noch nicht organisiert. Demnach war die Spannung groß, wie das kommen beim Publikum und noch viel kommen. Aber den 11. des 11. soll sich herausstellen, das Event war goldrichtig für Leute umzuziehen. Die 400 hatte schlussendlich die Wehentalseerei gesicht, wie hier auf die Latino-Rhythmen vom Grupo Cobagnol zu tanzen. Ugelegt gaufen sie dabei von der Tanzschule Danse Salsa, die viel gemacht hat, wie es richtig geht. Das ist ganz flott, das ist einfach das Wahnsinn, wie viele Leute hier sind. Ich hätte nicht gedacht. J'adore, l'ambiance est très sympa et tout me paraît amusant. Et j'adore le workshop, c'est une bonne Idee. Sie haben schon was gelernt auch. Ja, natürlich. Also ich konnte auch schon ein bisschen davor tanzen, aber so ist auch schön, wieder zu üben. Ça se passe très très bien, les gens dansent ensemble, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les gens s'amuser comme ça fait vraiment plaisir, ça change, voilà, c'est de plus avoir cette peur ou de l'autre et que les gens profitent ensemble et se font plaisir ensemble, ça fait toujours plaisir. Op dieser Soiree war nicht nur getanzt. Refugien aus dem Feuer Herrebiersch hatten traditionell Plan aus ihren jeweiligen Herkunftsländern mitgebracht. Und die Gemeinde die hat auch noch einen Fotobus installieren gelassen, wo die Gäste wohl konnten ein Souvenir mit holen, wo aber für allem auch über das Wahlrecht abgeklärt wurde, das ja noch restriktiv ist. Je pense que c'est une action très chouette, très sympa de votre part, qu'on puisse être informé sur la question de qui peut voter, quand on peut voter. Je pense que c'est assez important pour toute la population, non seulement luxembourgeoise, mais aussi pour les frontaliers et pour ceux qui viennent d'autres pays. Dieser Mann, den weil 3 Jahre am Land ist, zum Beispiel wusste biswell nicht, dass hier kann 2023 wählen gehen. Dank dem Bus wird er sich lo auf der Wählerliste androhen. Maintenant, je suis informé que je peux voter. Et je vais le faire. Zwei Kubaner an der Alseerei, weil so genau der richtige Event in die Gemeinde gebraucht wird, gerade auch weil so viele Kulturen zu Dickrich bei ihnen leben. Das ist richtig gut. Ich meine, die Soirée Cubaine, die organisiert Kinder von der Integrationskommission, das ist eine exzellente Idee. Das ist ein richtig großer Erfolg. Das ist ein Fried zu gesehen, dass so viele Leute hier zusammen sind. Das spiegelt ein bisschen von der Gesellschaft, das sind da von anderen Nationalitäten hier. Von jung bis alt, wirklich nimmer top. Für allem glücklich aber waren die Leute aus der Integrationskommission von Dickrich, denen ihre Multikulti-Picknick pandemiebedingt am Sommer ausgefallen war, an die Lohai den perfekten Ersatzevent von tun. Das ist richtig Succès, das heute. Das ist einfach formidabel, das hat man schon niemals gedacht. Und so eine flotte Musik und die Leute sind so bereit zu tanzen, das ist formidabel. Und sind auch viel kommen, wirklich. Ganz viele Leute kommen, viele Leute, die man noch nie gesehen haben, wirklich, was doch wirklich die Zukunft verspricht. Enger nächster Soirée Cubaine dürfte also nicht am Weg stehen. Dickrich ist ein charmant, aber kleines Stierchen. Zur Zeit allerdings als Dickrich nach einem Takt mehr butzig gehen. An der Kirche bei den Dappessen haben sie nämlich ein Mini-Dickrich noch gebaut. Was das damit auf sich hat, hier aus Stanford.
Rest der Krech bei den Dappessen hunn well eng Attraktion weiter, weil sech am Qualitätskontroll herausgestalt huet, dats d'Krech net optimal a Sache Rollespiel opstalt wie, wo sie hai am Turnsaal d'Stadt Dickrech am Mini no gebaut, wo die Klänglo allméiglech Rollen iwwerhuelle kënnen, ob am Cineskala, dem Kulturhaus, beim Glasseboutik oder auch an der Waschanlage Méiglechkeeten dofir gëtt genug an Kanner, déi sie begeert. Ja, verschiedene Sachen haben wir mit den Kindern zusammen gemacht, wie die Privathäuser, haben wir aus Karton gebaut und da haben sie die Fassaden davon ausreichen. Und das kommt natürlich ganz gut bei ihnen nun. Und auch die erste Kehr, wo wir heute Dialog gemacht haben und sie dürfen heute alles entdecken, waren sie bald nicht mehr rauszukriegen. Auf wird geschafft als Dickrech fir dat eng Flotexperiz, déi die vertruude sinn am Mini-Dickrich hu sech dann noch direkt bereet erklärt, fir d'Aweung die lächt woch hi respektiv Produkte zu sponsoren. De Pizzaiolo huet Pizza geliefert, de Kaffeet Gedrängs an so weiter. Kanner hunn den Dach suuge selber zerveiert. Sie bleen op alle Fall richchte Job an ihre jeweilige Rollen, awes noch scho genee wat sie wëllen. Bei Eisenbesuch hu sech gleiche Purmederscher an der Rolle vun der Bürgermeestech. So richtig wohlgefehlt. War ganz witzig, schon ein kleiner Bürgermeister gesicht und hunnech einen kleinen Jungen gefragt, willst du nicht der Bürgermeister sein? Und hier schwätzt teilweise Deutsch daheim. Sagten, nein, ich bin der Eisdealer. Ich denke, sie wissen schon genau, was sie wollen sehen. Und haben uns dann noch die Gelegenheit zu testen. Und noch hier in Alltag noch zu spielen. Lo werden wir die Projekte mal ungefähr ein Jahr sicher durchführen. Und dann gucken wir mal, ob der Kanada noch immer noch Spaß macht. Und ich meine, lo haben wir wirklich keine Kühne mehr am Jeu holen. Den Wisdom Dragon Academy Club vun Dickrech den huet zunter kurzem en neuen Trainer am Muay Thai. An den huet d'Ambition fir regelméisseg zu Dickrech Kampfsportmeesterschaften am Muay Thai zu organisieren. E nächste Coup ass immer schon gelegt hai Impressionen vum 1. Adlerfight en Oktober an der Alseerei. En Oktober wird Stimmung an der Alseerei so richtig hützig. Nicht Männer wie 13 Muay Thai AK1-Kämpfer waren nur gesot, ein Meisterschaftskampf für Profien, aber auch für Amateuren aus Italien, Frankreich, Deutschland, alle Lützeburg. Und hat der Fight auch ein paar Leute aus dem Wisdom Dragon Academy Club von Dickrech. Und nach hinten auch ein paar junge Frauen. Gefällt mir einfach, weil viel auch mit den Beinen ist. Das nimmt nicht nur Boxen, mit den Händen. Ich fand das echt so männlicher Sport, mir mit den Beinen ist auch so weiblich, weil Frauen auch gut stehen können. Und, ja, also mir gefällt das mega gut. Es gibt wirklich viele Fighters bei uns, die mega stark sind. Und ja, also Club, ich fand den mega gut, wirklich. Ja, der Toten ist mega groß, dass die erste Gala, die Nico Pietri, also unser Trainer, überhaupt gemacht hat. Weil sonst war er immer mit dem Coach, aber der Toten ist eine Premiere und ich gebe jeder einen Grund, nach ihnen zu kommen. Das ist wirklich mega gut, mega, mega. Und die Fighters, die heute werden sehen, das wird wirklich mega gut sein. Und ja, mega interessant. Ce qui est important pour les classés, les bandages simples, pas croisés simples. Les classés vont monter sur le ring sans les gants. On va contrôler. Si vous avez des bandages comme ça, vous serez disqualifié, vous aurez un point négatif. Muay Thai ist ein thailändisch Kampfsportart, die sich über Jahrhunderten aus traditionellen Kampfkünsten entwickelt hat. Verschwerter, Speer und brauchbar gesehen, hat der Krieger seine Feichtbeine an Nielebe benutzt, um zu kämpfen. Dafür goufen am Anfang von den organisierten Kämpfen auch nur Bandagen als Handschutz benutzt. 1921 recht war der nächste Ring für einen Wettkampf abgegangen. Because it's true violent sport, but it's beautiful to see it, and it holds the people out of the trouble, especially myself. Because when the brain is good and the strategy of the brain and let's say you work smart, everything is possible. So Combat zu führen ist keine einfache Sache, aber nicht so lehrt ihn das gelehrt, auch umzusetzen, sich weiterzuentwickeln. Den neuen Trainer vom Wisdom Dragon Academy Club will dafür auch gerne, dass zweimal im Jahr zu Dickrech Meisterschaften am Muay Thai und andere Kampftechniken sollen organisiert gehen.
Für Ziana ist es ja nicht durchgegangen. Hatte uns eine Niederlage gegen die belgische Konkurrentin erstehen, aber weiß, dass Hadlo nicht mehr nach mehr trainieren muss. Membre vom Dickerischer Club stehen voll hinter ihrem Trainer, für weitere Meisterschaften zu organisieren. Für den Sport ein bisschen mehr und Leute zu bringen, dass ich gesagt habe, dass der Sport auch mit Respekt zu dienen hat. Das nicht nur, dass ich sich da schlägt am Ring, aber auch, dass ich Respekt hat, Techniken kann. Ja, das ist ein cooler Sport, den sie zusammenhalten, den die Leute zusammenbringen. Das ist immer schön, das zu sehen. Kampfsport an all seine Facetten ist am Gang, um Beliebtheit zu holen. Der Wisdom Dragon Academy Club von Dickerich bietet 4 verschiedene Kampfsportarten an. Wir wollen also gucken, wie das Training an der Avenue de la Gare aufläuft. Wir sind am Trainingssaal von der Wisdom Dragon Academy am Park Kanada Gemeng. Hier haben sich die Membre von den 4 Sektionen zusammengefunden, für die Vielfältigkeit vom Club zu demonstrieren. Taekwondo, Alex, Ryujitsu, Muay Thai und Jiu-Jitsu. Alloven kann ihn hier eng von diesen 4 Kampfsporttechniken lernen. Seit der Pandemie kommen da so viel wie noch nie für drin. Nach dem kleinen Abbruch vom Covid sind massiv, die Jungs sind massiv gekommen, die Semestern, die sind noch rumkommen. An dem Moment dass besoin do für erstens sich zu bewegen, an der besoin do für seine Energie zu gehen, an der besoin natürlich für Sport zu machen. An dem Moment wir bieten eben einfach die sportliche Aktivitäten an. An wieder gesehen, mir das selbst handrun. Also so muss schon etwas bringen. Tatsächlich hat sich 12 von den Membern, die an der Föderation Flamm zusammenkommen, an den letzten Jahren mehr viel verdoppelt. Entretemps praktizieren hier am Land eng 7000 Leute Kampfsport, sodass schon darüber nachgedacht wird, die Föderation auf 4 abzudelen. An der Wisdom Dragon Academy war sie so froh, dass die 4 Sektionen Seite an Seite zusammen trainieren können. Für den Präsident Emil Eichen lief van Gogh vom Club der Präsident davon aus, also egal, was für eine Form er praktizieren geht, der Kampfsport wäre einfach perfekt für die Gesundheit und geht auch nach mental Stärke fördern. Am Anfang ihre Motorik, die ist mal schon am Anfang ist ein bisschen mangelhaft. Aber wir sehen heute, wie sie mit dem Arm und mit der Faust telefonieren, wie sie da richtig ans Ziel können. Und nach einer gewissen Zeit da geht der Ball automatisch. Und dann haben sie auch viel mehr Kontrolle über ihre Körper. Auf der anderen Seite hilft ihnen noch, ihr Wirbelsaal zu stärken. Wir schaffen ganz viel mit so Sachen zusammen. Und natürlich sie lernen sie auch sich zu verteidigen. Ne? Und sie sollen sich auch verteidigen. Ne? Wenn ich denke, so bei das, sie sollen sich nicht gewähren. Auch für das junge Ziana geht nicht über sein Muay Thai Training. Ob schon hat am Adlerfight von seiner Gegnerin aus der Belge aufgezogen war, steht der Taute vor der Strop schon auf der Matte. Es war das recht sein zweiter Kampf und hat weiß, dass er sich just muss weiter gut gehen, für 4 Runden zu kommen. Ich bin immer da, weil also meine Motivation ist immer da, die bleibt auch. Ich schon einfach Training so gerne, mir ist egal, ob ich verloren habe oder nicht. Ich bin ja, schon den Sport so gerne, dass ich einfach immer willkommen. Eine Gelegenheit für sich bereits zu beweisen, dürfte schon ganz geschwind gehen. Die nächste Meisterschaft an der Anseherei ist auf alle Fall schon geplant. Mit diesem Gala will ich nicht nur mit neuen Membern nun sehen, an dem Club eine Notorietät noch rauszugehen, mir auch der Gemeinde Merci sagen, dass sie Trainings- und Kampfsäle zur Verfügung stellt und die Christ damit als Heißburg vom Kampfsport etablieren. Da geht es nach einem anderen ganz aktiven Sportverein zu Dickerich, den Celtic Club, der für allem wegen dem Leichtathletik bekannt ist. Aber der Verein bietet auch Triathlon an und seit einem Jahr sogar ein Triathlon-Training für Kanner. Die Jungen zwischen 10 und 17 Jahren, die Heimat machen, scheinen dabei so richtig abzublähen. Freitagsabends an der Piscine vom Sportkomplex an der Rue Merten. Die jungen Triathleten aus dem Celtic Dickerich und heute ihre letzten Trainingstag von der Woche. Hier sie für allem die richtige Technik gelehrt, Kraul.
Dennoch kommen Ausdauer Vitesse und 3. Für einen Kurs zu wandern als Schwammen nicht die wichtigste Disziplin, aber sicher die ihnen am meisten etwas bringt. An ihrem Alter ist es wichtig, dass sie relativ gut schwammen können, weil das wirklich erstens auf ihre Körper an der Pubertät aus, das ist ja relativ bekannt, dass Muskelaufbau an der Pubertät gut ist für den Körper, in dem Moment hilft dem Wachstum, dem Muskelaufbau, alles rund um die Gesundheit vom menschlichen Körper. Und beim Schwammen kann er dann die Möglichkeit, das alles zu developieren. An zuletzt baut das Schwammtraining auch einste für einen Dave Gewässerhof, wird auch mir stark Selbstvertrauen mit sich sprengt. Obwohl es wahrscheinlich das wenig ist, was den jungen Triathleten vom Celtic Dickrich fehlt. Sie sind auch Kämpfer. Viele von ihnen kommen aus der Leichtathletik, wo sie einfach nicht genug gefordert waren. Bei mir war es ziemlich ähnlich. Ich habe doch Leichtathletik gemacht und dann habe ich gesehen, dass doch Triathlon getan, weil beim Leichtathletik war es mir ein bisschen langweilig, weil es nicht so anstrengend war und dann wollte ich auch Triathlon. Bei mir war es so, ich war am Anfang an der Leichtathletik und du mir alles mal erzählt, dass den Turm-GW Club können. Aber weil mir Leichtathletik nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, habe ich da durchaus mal aufgefangen und mal so viel Spaß gemacht, dass ich geblieben sind. So ist es doch dem Turnhai gegangen, dem Gründung vom Juren Triathlon zu Dickrich eigentlich zu verdanken ist. Am Anfang waren die paar Sachen. Einerseits Triathlon, wenn es mich immer fasziniert hat. Ich habe das selber leider nie gemacht. Und auf der anderen Seite mehr Fiste gesagt hat, ich gebe gerne eventuell von der Leichtathletik fortgehen, für Richtung Triathlon zu gehen. Und du war natürlich dann Ehrgeiz ein bisschen gepackt, weil wir trotzdem der Club sind, die noch Triathlon anbietet, für effektiv selber zu Dickrich zu gründen. Das war für ein Jahr. Hier hat das Equipe all davon der Woche Triathlon-Training. Schwammen, Koppeltraining, Velohai, Laufen am Busch, Velofahren auf einem Zonecircuit, an der Woche generellen Athletik, Aufbautraining für die Muskulatur zu stärken. Und die mitmachen, sind einfach nur begeistert. Also mir gefällt es richtig gut, auch dass man 5 Trainings an der Woche. Können Ihnen da nicht aber ganz fern Limiten trotzdem? Doch, das schon. Und das ist halt das, was einfach auch Spaß macht, für dann einfach können einfach so alles zu geben. Hast du schon Momente, wo du wirklich gut nicht mehr gegangen hast, wo du müssen dich so richtig am Fuß an den Bein tröppeln? Ja, also meistens ist halt Kurs, was zum Schluss halt, da sind noch ein paar Meter, also bis zum Schlafen, dann ist halt eigentlich alles. Und das ist das, was ich halt fand, dass einfach Spaß macht, so da drin. Für bei der Stange zu bleiben, bei so einem harten Training wie dem von Triathlon, du brauchst natürlich Lust um Sport, da viel Ehrgeiz, Autonomie, und ganz wichtig, Eltern, die hinten dran stehen. Ende des Jahres 2022 werden die jungen Triathleten nämlich nicht mehr wie 21 Events teilgenommen, durch noch ein paar die Auslandsmanifestationen. Hier soll vor allem der Spaß und der Kompetition gefordert gehen. Bei die Mens vor, dass man immens viel Manifestationen, wo man viel an Deutschland, Belgien, Frankreich quasi regelmäßig, wo man da auftreten, wir gehen noch ein großen Event, da baust du gerne Martinen nächstes Jahr, dass du wirklich ein merken, wie das mit 300 Athleten an seinem Alter zu starten am Platz mit 20, wie bei uns zu Lützburg. Und einfach auch trotzdem, ich meine, das selbst hat die vielleicht so selten gesagt, dass das mal wirklich vom 10-Jährigen bis zum 17-Jährigen so weit kriegen, dass wir als Team zusammen schaffen. Und das ist etwas, wo ich wirklich ganz stolz auf alle Leute sehe. Sie haben das wirklich fertig gebracht, für an einer Einzelsportart wirklich ein Team zu gründen, was auch zusammenhält, was wirklich mir als Trainer extrem viel Spaß macht. Triathlon ist ein Sport, den immer mehr promoviert wird. Und aber fanden sich Stundenhänger dafür nicht einfach so auf der Straße, auch weil er dafür das ganze Jahr hart trainieren muss. Gerade dafür ist es so wichtig, bei den Jungen umzusetzen und neues Talente zu fördern. Dem Celtic seng Juren Sektion am Triathlon ass op alle Fall gut lancéiert, op Schwammen, Velo oder Laufen, Innenhai scheint einfach nicht so schwer zu sinn. Auch sie machen halt so ein bisschen noch verspielt man im Kurs sind sie echt konzentriert, aber du merkst die Urspannung, diese während der Kurs im Hund an Hanno, die friert an ihren anderen, das ist sensationell. De Voglam Klederboutique op der Place la Libération huet sei Kannerrayon ausgebaut an direkt nief dem Mammeboutique de Voglam Kids opgemacht. Wat do gebude gëtt, dat verräder ist Patron vum Geschäft. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nadia. Vous me connaissez peut-être déjà de la boutique Voglam prêt-à-porter pour femmes et hommes. L'idée nous est venue que les gens nous demandaient si on avait des vêtements pour enfants. Oui, on en avait un peu à ce moment-là,
Mais comme ce n'était pas assez, ils disaient « Oh, c'est très joli, la qualité elle est top, mais on aurait besoin de plus de choix. » Et comme donc on a eu le local tout de suite à côté qui s'est libéré, on s'est dit « Tiens, pourquoi pas essayer et voir ce que ça donne. » Et voilà, aujourd'hui on est là et je vous présente donc notre jolie boutique qui s'appelle For Glam Kids. Pour les tout petits, ça va du nouveau-né jusqu'aux 12 ans. Tous nos vêtements viennent du Portugal. On est resté dans le même concept qu'à côté. La qualité elle est très bonne, les prix sont très accessibles, les couleurs elles sont super jolies, un peu différentes de ce qu'on voit aussi. Et ça nous fait voyager un peu dans le temps du Portugal. Pour les garçons, par exemple, on travaille beaucoup avec les jogging. Comme ils aiment bien être à l'aise et ils aiment bien traîner par terre. Donc c'est vrai que les gens ils préfèrent les jogging. La qualité elle est vraiment très bonne. Franchement, on peut les user, ils peuvent courir, ils peuvent s'amuser. Pour les filles, il y a toujours des jolis petits détails. Ils travaillent beaucoup avec des jolis petits détails ou des petits nœuds ou que ça fasse quand même aussi un petit peu féminin en même temps. Et c'est ça qui nous rend aussi un peu différents des autres. Pour les petits bébés, donc du nouveau-né, on a des jolis petits pyjamas aussi qui sont très de bonne qualité. Ils sont différents aussi, ils ont un toucher très agréable. La plupart, c'est du 100% coton. À part ça, on a aussi des accessoires. On a des couvertures pour les petits bébés, des draps de bain, des petites chaussettes, des petits doudous à offrir, ce qui fait aussi une bonne occasion de faire un petit cadeau à ceux qu'on aime. Les marques qu'on vend, on est unique ici au Luxembourg. Au Portugal, c'est des très bonnes marques, une des meilleures. Et nous, on est les seuls à la représenter ici au Luxembourg. Den Theophil Steffen war sein Leben lang stark dem Meesleg verbunden. Sein Leif zur Natur wird in seiner Fotografie an seiner Malerei festgehalten. Am Kulturhaus zu Dickrich ist noch bis den 4. Dezember ein Retrospektiv über den bekannten Künstler sein Werk zu sehen. Heute kriegt den Wochen einen Blick auf sein Leben. Den Theophil Steffen, der Langzeit zu Dickrich gewohnt hat, war nicht nur ein ganz gefrohter Künstler. Er war auch ein außergewöhnlicher Mensch. Direkt an der Entree vom Kulturhaus kann ihn sich davon überzeugen. Sein Kanner, die das Ausstellung auf B gesagt haben, sie selbst verstand, was ihre Papa seinem Leben so alles geschaffen hat. Ja, also da war das Haus, was für die Grand Duchesse gemacht hat, also seine Administration. Die stehen noch nach, du wirst mich das mittelsmäßig als gerne Kinder. Ja, steht ja drauf, sondern das Royal la Grande Duchesse. Ja, à construire. Das ist das war nach der Plan von Anfang. Das muss Anfang 50 gewesen sein, oder höchstens 55. Ja. Tatsächlich hat Theophil Steffen nicht nur all da von seinem Leben gemalt oder Foto gemacht, auch hat der gelehrten technischen Zeichner, der beim Service Agricole geschafft hat, Pläne für sein Agent an einer Häuser gezeichnet, Monumenter, Kirchenfenstern und sogar Fändle gemacht. Ja, nützt sich ganz viel Druck in, also für nicht mehr nach neue Sachen ausprobiert. Der war auch immens gut, nützt sich ganz drauf verpasst. Also war präzise, war kreativ. Und das tut immer gefallen, Schule für dann alles zu vergessen, was man in der Jugend erlebt hat. Weil man hat keine schöne Jugend. Man muss so nicht mehr verschiedene Sachen erzählen. Ich meine, also, es war hart für ihn. Den Theophil Steffen hat nie seine Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg verschafft. Vieles spiegelt sich aus seinen unzählbaren Tableaus, die von der Loing 70 am Kulturhaus ausgestellt sind. Die Werk von Theophil Steffen ist durch die Sonne von kleinen roten Spritzer, die sich wie rote Furten durch seine Bilder ziehen. Inspiriert gouf er für allem vom französisch-belgischen Maler Maurice de Vlaming, den der moderner Klassik zugeordnet gëtt. Der frühere Schüler vom bekannten Skulptor Vercollier, der noch Member an der Palette war, hat den großen Teil von seiner Zeit an der Natur verbracht, der ihn auf seinen Tableau festgehalten hat. Was mir allgemein was mir klein gemalt hat, zum Schluss nehmen wir Aquarellen. Raus, raus feiern gelos wie nämlich Führerschein, wir haben so ab 94. Die Mensualschaft war mir immer gesagt, was ziehen.
Dann hätten sich Feier gelöst, dann hätten sich neben so ein Tablett gemacht, mit Wasser, neben und dann hätten während dem, wo du so, wenn kalt war am Winter, hatten Heizungen, hätten du so eine Aquarelle gemacht. Aber das war dann immer, ne? Ich wusste immer, wo ich gefahren habe. Der Fernand Steffen und seine Schwester haben ihre Papa noch nie viel gesehen. Er war zwar ganz joviale Mensch, der ganz offen war, aber nie den Kontakt nur bei außen Gesicht tut. Er hat ihn zurückgezogen Leben, das er ganz der Malerei und der Fotografie verschrieben hat. Nach seinem Tod, das letzte Jahr im Alter von 91, entdeckte sein Kanner ein lorreiches Ausmaß von dem Geschaffenen. Die Expo am Kulturhaus, die noch bis Dezember dauert, soll einen Abblick geben auf sein Werk und eine Woche Blick werfen auf den Künstler selber. Dann lanciert den Militärmuseo diesen Monat ganz neu eine Serie von Konferenzen. Los geht es schon diesen Donnerstag mit einem Vortrag über die bekannten Enigma-Chiffriermaschinen. Den Detail heilung am Direktor Benoit Niederkorn. Wir starten als Zyklus mit der ersten Konferenz den 24. November hier am Haus, wo den Herr Mark Hilger wird über die Enigma referieren, die deutsche Chiffriermaschine, die technisch enorm interessant ist, aber wohlgemerkt eben auch interessant ist im Kontext von der Ardennenoffensive. Wir werden uns hier an einem faszinanten Abend am Anfang an 90 Minuten erklären, wie die Maschine funktioniert, dann Detailer. Und dementsprechend können wir natürlich auch als Exponat, was wir vom amerikanischen Museum ausgelehnt konnten, auch zur Schau stellen. Die nächste Konferenz fällt direkt an der Ardennenoffensive schlechthin. Das ist der 17. Dezember. Samstag so wie am Museum, wo wir da haben, Lieutenant Stagiaire Noel Manoni von der Lützebauer Messe empfangen, das seine Aufschlussarbeit gemacht hat über die amerikanische Logistik von der US Army während der Ardennenoffensive, wo es prinzipiell darauf angeht, was die Problematik war, wieso am Anfang nicht direkt gut vorgegangen ist, aber auch was sie daraus gelernt haben. An der dritten Konferenz, die wir am neuen Jahr starten, also im Januar 2023, werde ich selber am Anfang eine Konferenz halten über die Rekonstruktionszeit, und zwar viel mehr spezifisch über die Schweiz, die Lützeburg auch geholfen wird, darauf abzurichten, aber wo auch Dickrich mit seinen Schweizer Buden, was für manche Leute halt noch ein Begriff ist, im Detail darauf angehen, wie die abgebaut sind, wie das weitergeführt ist und wie man die Schweizer Haut am Anfang noch zu Dickrich immer zurückfahren. Voilà, das war dann für unsere Emission heute aus dem El Cubano an der Großgas. Was sonst noch alles zu Dickrich Geburten gibt in den nächsten Wochen, das sieht ihr am Agenda. Ich sage schon mal Adi und wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit. Wir sehen uns dann kurz vor der Feiertag. Adi. De Samstag 26. November ist an der Alseerreirem de gewinnte Rendezvous PMDN Friends, wo die Dickricher Philharmonie zusammen mit den Junioren an der Musik aus einer anderen Gemenge optritt, die invitiert als die Bastendorfer Philharmonie. Den 4. Dezember mittags könnt ihr de Gläschen für die Klänge an die Alseerei, wo als Schulkanner von Dickrich da vom Hellegemann eng Teaching überreicht kriegen. Knapp eine Woche drauf, den 10. Dezember, ist auf derselben Platz die Christfeier von der Amikal für den 3. Alter. Um 3 Uhr mittags geht es los. Den 10. und den 11. Dezember ist an der Fußgängerzone auch nächstes Christshopping gesucht. Samstag sind Geschäfte drauf von morgens um 10 bis abends um 6, also von mittags um 2 auch bis abends um 6. Da sind noch ein paar interessante Christkonzerte zu vermerken. Einmal den 3. Dezember an der Dekanatskirche, wo der Sängerbund Dickrich zusammen mit dem Ensemble Vokal Eurocantica auf ein besonderes Christreis invitiert. Und dann den 15. Dezember, wo der CM Nord abends um 7 ein Klarinettenkonzert an der Aller Kirche hat. So richtig feierlich an Dickrich geht es vom 16. Dezember und wenn der Christmarkt abgeht. Das letzte Jahr werden sie auch unter die Kirche verlöscht gehen, weil das so flott war, als der Christmarkt 2022 sowohl bei der Allerkirche wie auch an der Fußgängerzone. Nicht zu vergessen noch, dass Freitagsabends der 16. nächsten Shopping gesucht ist. Geschäfte sind den darauf bis abends um 9.